An Februar huet d'Ascher Infofabrik hier offiziell Inauguration gefeiert. E puertesche Drun hat mehr Gelegenheit, damit am Wirts an dem Herr Knavu Pufroen zu stellen. Dach selber huet den Erik Mangen dann ein Live-Painting gemacht. An der Wölzestrasse wird seit kurzem d'Ascher Infofabrik abgemacht. Wir waren 400 offizielle Ouverture an Lucien. Den Ascher Kulturchefin Pim Knaf hat es erklärt, wie wat Büro nicht bei der Ascher Gemeng blieben sind. Das war nicht weit von der Gemenge weg, mit aber verstoppten Deichter Neck. Und ich fand, den Tourismus hat Besseres verdient. Aber wie das man sowieso schon am Gang waren zu gucken, bis für den Leerstand an der Straße zu beheben. Für mich hat eine gute Idee fand, für uns Matzen am Zentrum von Nesch zu etablieren, auch en vue von 2022, für das die Straße ist, wo sich die meisten Events sind, wo dann die Leute sich am meisten vorstellen. Hier kann ich von Montags bis Freitags all mögliche Informationen über und rund um Esch finden. Am Anfang ist es so, dass wir just ein Gemengeservice haben, und das ist der Service Promotion Économique, Tourisme et Relations Internationales. Dazu gehört auch die Accueil Touristique. Dazu gehören noch Manifestationen. Und dann haben wir aber noch das Siège vom Office Regional de Tourisme Süd hier sitzen. Und sie sitzen bei uns, weil wir uns natürlich auch Synergien von der Proximität erwarten. An der Lächt gouf an allem iwwer déi Geschäfter zuwäsch geschwert, die zougemaach hunn. Grëndje wat dat grad passéiert, si vielfältig. Dann ist es so, dass Esch an den letzten 20 Jahren einen größten Verlust von seiner Kaufkraft hat, wo die Leute nicht mehr so viel zu tun hatten, für an die Geschäfte rauszugehen. Und da waren aber auch viele Geschäfte, die zugemacht haben, weil eben die Leute am Alter waren, für ihre Pension zu gehen. Sie hatten Zahlen an hier Kanner oder hier Irwen nicht mehr wollten an dem Beruf weitermachen, weil das trotz allem ein schwieriger Beruf war. Eine Initiative für dieser Tendenz entgegenzuwirken, ist zum Beispiel Claire. Le projet Claire steht für Concept local d'activation pour la revitalisation commerciale d'Esch. Das ist so, dass an den Stadt Keren, das ist da den Kommerz immer ein bisschen zurückgeht momentan. Wir wollen dagegen kämpfen auf verschiedenen Niveaus, indem es wir vermitteln, indem es wir Réseau aufbauen mit den Proprietären, das auch sensibilisieren, hier Leute den aktuellen Tendenzen anzupassen, weil es ist nicht mehr so, dass die Kommerzen die hier Leute können bezahlen wie in der Vergangenheit. Und auf der anderen Seite wollen wir auch ein Réseau mit von potenziellen Nutzern, Kommersanten aufbauen, wo man dann die Leute bei Nähe bringen. Das ist am Anfang so ein Matchmaking, das wir machen. Die offizielle Ouverture von der neuen Infofabrik war natürlich gut besicht. Von den Highlighten war Erik Mangen, den nur Kunstwerk realisiert hat. Angefangen habe ich mit Graffiti an den 90er und dann irgendwann ein bisschen langweilig ging und dann habe ich mich mehr auf abstrakt Kunst konzentriert. Ich bin gefreut, ein Live-Painting zu machen für die Ouverture. Und dann habe ich gesagt, es wäre mega cool, wenn wir das auf Bauer direkt machen und eine abstrakte Wandmalerei machen. Fertig ist, was fertig ist. Und das ist eine Recherche, der Tisch los ist, um den Hintergrund zu machen, weil die ganz viele Farben, da gibt es die Bettelsfarbe rausgeholt, schon verschiedene Teile von der Mauer aufgepasst. Ich ziehe nicht die Teile auf, dann ist der Beton vu normal da, den unbemalt ist, und dann darauf ziehen, interpretieren ich von den Formen, die da sind, gucke ich, wie ich am Bild führen komme, für dass es dann noch ein bisschen Balance wird. Wie schätzt du den Kunstsektor hier am Süden an? Am Süden wird ja schon viel gemacht. Ich meine, die Kufa mit dem Urban Art mache ich ja schon viel, das ist alles am Urban Art Bereich. Und ich fand einfach abstrakt Malerei, müsste den Platz auch mal im Hund. Ich gucke einfach so viel wie es geht, morgen zu malen. Und dafür mache ich auch gerne Live-Painting, weil eben dann so viel mehr Leute doch gesehen haben. Und dann, ob die vielleicht kommen, ja, das können wir auch mal machen. Auch der Escher Bürgermeister Georges Michaud hat uns gesagt, wie seine Vision von Esch an der Zukunft aussieht. Natürlich die Revitalisation von Esch vom Stadt Kehr, wo wir als auf die Fahne geschrieben haben, für an einem Jahrestakt Mesuren zu machen, für eben die Revitalisation vom Esch-Zentrum zu machen, für das Leute mehr an Esch rankommen, dass aber auch mehr Geschäftsleute
de Courage hun haie Geschäft opzemachen, anders am Fogel Staatlewen méi belieft gëtt. Et soll Duchkultur soll méi liewen an Staat kommen, et soll awer och d'Ekonomie soll mat der ugestiwelt gin, et soll de Sprangbreet gin fir als Staat fir als ze placéieren, net nemmmen ha am Inland par rapport zur Stadt Lützeburg, mehr awer auch am Ausland, das Ash op d europäesche Landkart kennt. Also am kulturelle Bereich ist natürlich fir Sache gucken zu kommen, die Idee sinn, für allem am Kulturjoer, weil dann ganz viele Expositionen sind. Lo 20% von als Budget vun der Gemengen Hummer lo investiert an Kultur. Wir machen den Ariston 10 Ariston frisch für 14 Millionen mehr kaufen den Espace Lavant, die für rund 11 Millionen Euro, wo man werden eine große Galerie draus machen. Viele interessante Projekte, die also nach 400 Jahren stehen. Wenn es bis weit ist, aus dem 90 Kanal auch von der Partie für euch darüber mehr Informationen zu bringen.